Vatikan exkommuniziert Erzbischof Vigano wegen Häresie gegen Papst Franziskus. Ihm wird vorgeworfen, die Legitimität des Papstes nicht anzuerkennen, was nun seinen Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft der katholischen Kirche zur Folge hat. kat.ch schreibt, der Vatikan hat einen der schärfsten konservativen Kritiker von Papst Franziskus exkommuniziert. Das Glaubensdikasterium verhängte die höchste Kirchenstrafe gegen den früheren Papstbotschafter in den USA. CNN schreibt dazu, Papst Franziskus kritischer Erzbischof wegen Schisma exkommuniziert. Der Vatikan erklärt in einer Stellungnahme, der Prälat habe sich geweigert, die Autorität des Papstes anzuerkennen und sich ihr zu unterwerfen. Auch warf er dem Papst vor, den Klimabetrug zu unterstützen. Tatsächlich ist es aber so, dass er ihn nicht nur unterstützt, sondern vielmehr ins Leben gerufen hat. Auch kritisiert er den Papst für seine Unterstützung von Covid-19-Impfstoffen und für die Förderung einer inklusiven, einwanderungsfreundlichen, ökologisch nachhaltigen und schwulenfreundlichen Kirche. Vigano stellte also die Klimaagenda des Papstes, seine Einwanderungspolitik und seine Pläne, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, in Frage und dafür wurde er nun aus der Kirche ausgeschlossen. Was ist eine Exkommunikation? kat.ch schreibt, Exkommunikation bedeutet nach katholischer Lehre den Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft. Den Betroffenen ist es verboten, Dienste in liturgischen Feiern zu übernehmen, Sakramente zu spenden oder zu empfangen, sowie kirchliche Ämter auszuüben. Es handelt sich um eine Beugestrafe mit dem Ziel, den Betreffenden wieder in die kirchliche Gemeinschaft zurückzuführen, sobald dieser seine Widersetzlichkeit aufgibt. In einem weiteren Artikel wird er auch als Verschwörungstheoretiker angesehen, weil er vor dem Einfluss globaler Eliten und Institutionen wie den Vereinten Nationen, die seiner Meinung nach auf eine neue Weltordnung hinarbeiten, warnt. Covid-19 als geplant ansieht, um Menschen zu kontrollieren und die Pandemie mit dem Great Reset in Verbindung gebracht, einem vom Weltwirtschaftsforum propagierten Konzept zum nachhaltigen Wiederaufbau von Volkswirtschaften nach der Pandemie. Vigano argumentiert, dass diese Initiative Teil einer umfassenderen globalistischen Agenda ist, die darauf abzielt, eine totalitäre Weltregierung zu errichten. Als der emeritierte Erzbischof im vergangenen Monat seine Vorladung vor das mächtige Dikasterium bekannt gab, das war im Juni, das mit der Verteidigung der katholischen Lehre beauftragt ist, schrieb er auf X: Ich betrachte die gegen mich erhobenen Anschuldigungen als eine Ehre. Und vielmehr beschuldigte Franziskus der Häresie und Ketzerei und nennt ihn bei seinem bürgerlichen Namen. Was ist Häresie? Häresie ist im engeren Sinn eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht. Diese Webseite schreibt, Vigano hat Papst Franziskus beschuldigt, doktrinelle Verwirrung zu fördern und die traditionellen katholischen Lehren nicht aufrechtzuerhalten. Er argumentiert, dass die Herangehensweise des Papstes an Themen wie interreligiösen Dialog, Einwanderung und Moraltheologie von der etablierten Doktrin der Kirche abweicht und ist so weit gegangen, Papst Franziskus der Häresie zu bezichtigen, indem er behauptet, dass seine Lehren und Handlungen den Glauben untergraben. Er hat insbesondere die Herangehensweise des Papstes an kontroverse Themen wie die Kommunion für geschiedene und wiederverheiratete Katholiken kritisiert. Somit kann der Papst die Glaubensgrundsätze der römisch-katholischen Kirche nach außen genauso auslegen, wie er das möchte, selbst wenn es dem widerspricht, was sie in Wirklichkeit lehren. Und die Exkommunikation von Vigano dient als Exempel für alle gläubigen Katholiken, die sich anmaßen, Franziskus' Vorgehensweise und Interpretation zu Glaubensfragen zu kritisieren und nicht damit einverstanden sind.
Denn welcher gläubige Katholik möchte schon von den Sakramenten ausgeschlossen werden? Nun, es mag sicher aufrichtige Katholiken geben, die zwar vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was Vigano vertritt, aber dennoch sehen, dass vieles von dem, was Franziskus sagt oder tut, nicht mit dem übereinstimmt, was die katholische Kirche lehrt. Doch wie viele wissen noch nicht einmal, dass die katholische Kirche selbst Gottes Wort verändert hat? Dagegen ist Franziskus Abweichung von den traditionellen katholischen Lehren ja nichts. Das muss man sich mal vorstellen, eine Institution, aufgebaut auf den Trümmern des römischen Weltreiches, maßt sich nicht nur an, Gott auf Erden zu sein, sondern verändert auch das Wort Gottes und sein Gesetz. Ein Mensch, der über Gott steht und seine Autorität über die seines Schöpfers stellt. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Der Papst nimmt sich das Recht, die Bibel zu verändern, und die Tradition steht über der Bibel. Das lesen wir im Katechismus auf Seite 9 und 10. Erhalten wir all unser Wissen und unsere Gewissheit über das, was Gott uns gesagt hat, allein aus der Bibel? Nein, es gibt auch die heilige Tradition. Dann auf Seite 56 verlangt Jesus von uns, dass wir dem Papst in religiösen Fragen folgen. Ja, denn Gehorsam und Treue gegenüber dem Papst gehören zu den Hauptforderungen. Kann der Papst einen Fehler machen, wenn er Religion lehrt? Nicht, wenn er feierlich ex cathedra als Oberhaupt der Kirche spricht. Doch die Bibel warnt uns vor einem anderen Evangelium. In Galater 1 in den Versen 6 bis 10 lesen wir: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir, also die Apostel oder ein Engel vom Himmel, euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Auch lehrt die katholische Kirche, dass Priester Sünden vergeben können. Katechismus, Seite 78. Wer hat heute die Macht, Sünden zu vergeben? Alle Bischöfe und Priester der katholischen Kirche können Sünden vergeben. Betet der Priester lediglich darum, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden? Nein, da er als Werkzeug Gottes und ordinierte Priester handelt, vergibt er wahrhaftig die Sünden. Doch die Bibel lehrt in Markus 2,7: Wer kann Sünden vergeben, als nur Gott allein? Apostelgeschichte 8, Vers 22, sagt Paulus: So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag, und nicht ein Priester oder Bischof. Auch lehrt die katholische Kirche Erlösung durch religiöse Werke, denn Sakramente sind Heilmittel. Sie nennen es Heilmittel. Doch die Bibel lehrt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2, 8-9. Und hier Titus 3, 4-5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und auch ein sehr wichtiger Bibeltext, Apostelgeschichte 4, Vers 12.
Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Hier noch weitere unbiblische Lehren, welche die katholische Kirche eingeführt hat. Und es gäbe natürlich noch ganz viele mehr. Hier einfach nur ein paar als Beispiel. Der Katholizismus lehrt Sonntagsheiligung, die Bibel lehrt, halte den 7. Tag Sabbat. Die katholische Kirche lehrt die Verehrung von Reliquien, doch die Bibel sagt uns, wir sollen uns kein Bildnis machen und es anbeten. Der Katholizismus hat die Messe, bei der Jesus immer und immer wieder aufs Neue geopfert wird. Doch in Hebräer 9, Vers 26 lesen wir, dass Jesus einmal geopfert wurde. Dann ist Maria eine Mittlerin. Das wurde 431 nach Christus so beschlossen. Doch die Bibel sagt uns, dass wir nur einen Mittler haben in 1. Timotheus 2, Vers 5. Dann ist das Fegefeuer, das 1563 erneut bestätigt wurde, nachdem es 593 eingeführt wurde. Doch die Bibel sagt uns nach dem Tod das Gericht, kein Fegefeuer. Gebete zu Maria und zu Heiligen, doch wir sollen nach Bibel nur unseren Schöpfer anbeten. Papst wird Heiliger Vater genannt. Jesus sagt, wir sollen niemanden Vater nennen, im Sinne davon auf einen Menschen ehrfürchtig hinaufschauen. Dann das Zölibat. Priester dürfen nicht verheiratet sein. Doch die Bibel sagt uns, dass Kirchenführer eben doch verheiratet sein müssen, wenn sie nach einem Amt streben innerhalb der Kirche. Der Beichtstuhl, das haben wir uns vorhin angesehen, doch wir sollen vor Gott unsere Sünden bekennen, nicht vor einem Priester. Dann die Kindertaufe, doch die Bibel erklärt, dass die Taufe eine bewusste Entscheidung ist. Dann die Tradition steht über der Bibel, das haben wir uns auch schon angesehen, doch Gottes Wort soll unser Maßstab sein, keine Traditionen. Was wir also hier sehen können, ist, dass sehr viele Lehren der katholischen Kirche der Bibel widersprechen. Und das Interessante ist, die Bibel hat es uns vorhergesagt, dass dies geschehen wird. Und welche Macht sich anmaßen wird, dies zu tun, nämlich das kleine Horn aus Daniel 7. Denn es wird danach trachten, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Und das hat die katholische Kirche getan, Gottes Gesetz verändert. Papst Nikolaus III. Sagte, ich habe das Recht und die Macht, Zeit und Gesetz zu verändern und von den Vorschriften zu entbinden. Aber die Bibel sagt dazu, Jesus sagt in Markus 7, Vers 7, vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Daher möchte ich jedem Katholiken ans Herz legen, anstelle davon Angst davor zu haben, exkommuniziert zu werden, wenn man nicht einverstanden damit ist, wie Franziskus die Lehren der katholischen Kirche oder wie er sogar die Bibel auslegt und dagegen zu protestieren. Sorgt euch lieber darum, ob wir im Buch des Lebens stehen. Ist es auch dein Wunsch, Gott mehr zu gehorchen als Menschen? Dann ist jetzt die Zeit dazu. Jesus spricht zu dir und zu uns in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln,